möchte euch in diesem kurzen Video vorstellen, wie man die Katzen verwendet in Monster Hunter Protego Force AD, da unser dritter Mitspieler Dice hier ein paar Probleme hat und ich hoffe, dass vor allem ihm das Video hilfreich ist und vielleicht den einen oder anderen auch. Hier befinden wir uns mit der Katzenoma, so nenne ich sie zumindest mal, wo wir Katzen kaufen können. Wir können hier die verschiedensten Versionen kaufen. Darauf ist zu achten, dass sie unten bei Attack Style, Weapon Only, Boomerang Only, Melee und Bomb. Melee heißt Nahkampf, Bomben heißt, dass sie Bomben wirft, Does Not Attack greift nicht an, Boomerangs Only ist nur mit Boomerang werfend und so weiter. Bei den Targets heißt, was für Monster sie als erster angreift, also Large Sumo greift sie die größeren zuerst an und bei den kleineren dann gehen sie zuerst auf die kleinen Minions. Hier kann man welche sich Katzenfeld bestellen. Für die nächste Runde gibt man ein, macht eine Quest und spricht später nochmal mit der netten Oma und sollte dann eigentlich die ein oder andere verfügbar sein. Weiters gibt es im Haus hier ein Katzenbrett, wo man die Katzen bedienen kann, als auch in der Farm. Nämlich hier. Hier kann man erstens einmal die Katzen auswählen, die mitkommen. Die rote Tatze zeigt an, dass die Katze überall hin mitgeht, also auch in den Offline-Hafen. Die blaue Katze zeigt an, dass sie die zweite Katze ist, also wenn du solo offline spielst, dann kommen beide mit. Die anderen kann man hier und da austauschen und auch auf der Farm verwenden. Dazu aber nachher gleich mehr. Hier tauscht man daneben aus. Im Training kann man eingeben, wie die Katzen trainieren. Also in meinem Fall habe ich hier Sit-Ups ausgewählt, das gibt Defense Up, dann gibt es Bodybuilding mit Attacke hoch, Boxing mit Level hoch und so weiter. Das sollte aber alles selbsterklärend sein, denke ich. Beim Equipment kann man den Katzen eigenes Equipment geben, dass man sich beim Katzenrüstungsschmied, so nenne ich ihn mal, kaufen kann. Den zeige ich euch nachher noch. Gibt es eigene Equipment-Sets, die man machen kann und so weiter und so fort. Ebenfalls kann man jeder Katze Skills geben, wenn sie gewisse Comrade Points hat. Und dann hat sie Skill-Slots zur Verfügung und hier kann man Skills auswählen. Ich nicht mehr, weil ich habe sie jetzt schon voll belegt. Ich kann das bei einer anderen Katze herzeigen. Hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Zum Beispiel Statusattacke hoch, dass sie Schlafeffekt machen, Paralyse, Gifteffekt, dass Angriff der eigene verstärkt wird, sie spielen Flöten, um zu heilen oder Angriff und Rüstungskraft zu geben. Ebenfalls können sie mit Elementar angreifen, sie können Schockfallen legen, sie können Bomben stellen, sie können stärkere Bomben stellen, sie können Boomerang schießen, sie können so viel machen, es ist unglaublich. Das Edit Comments kann man getrost ignorieren. Weiters, wenn man eine ausgebaute Farm hat, kann man zum Beispiel hier Katzen verwenden, um sie hier reinzuschicken, die gehen dann Ärzte für jemanden holen. Oder kann man auch schon wesentlich früher im Spiel hier die Katzen in einen Waggon wegschicken auf Quest. Und der liebe Gargor zieht sie dann hin und wenn er selbst auf Quest war, kommt man wieder zurück und findet dann die Katzen wieder vor mit gewissen Items. Jetzt zeige ich euch noch flott, wo ihr Rüstungen für die Katzen bauen könnt. Nämlich hier bei dieser Katze kann man Sachen bauen. Die Items, die man hierfür benötigt, sind sogenannte Scraps.
Scraps bekommt man eigentlich automatisch, wenn man Rüstungen baut, die diese Scraps geben. Man kann aber auch Scraps herstellen aus Items, die man in der Objektbox hat und sieht dann immer, in was für einen Scrap sie gleich umgewandelt werden, was recht praktisch ist. Also hier eine erknackte Shell wird automatisch zum erknackter Scrap. Und damit ist eigentlich das komplette Katzensystem erklärt und ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran und vor allem viel Spaß an euren Katzen.